V graški restavraciji zu den 3 goldenen Kugeln so znani po njihovih XXL porcijah. Sam bom poskušal pojesti tale XXL zrezek. Gre za kilogram 20 mesa ter pomfri. Mi bo uspelo? Porcijo, ki bi sicer nasitila 4 ljudi, je treba pojesti v 1 uri, pri tem pa mi ni dovoljeno zapustiti mize. So, da kommt die kleine Platte für den her, gell? Ja. Oh ja. So, dann. Warte, die bringen uns sofort einen Teller, oder? Ja, Dass sie prosim. so langsam runternehmen, oder? Prosim, ja. Und jetzt schon mal, Bitte. gell? To pa bo. Da wünschen wir einen guten Appetit. Dankeschön. Bitte schön. Lastnik verige, Gerhard Štangl, ima samo v Gradcu 8 tovrstnih restauracij. Zato nas je zanimalo, kako priljubljena je XXL hrana med Avstrijci. Es ist bei einigen Leuten beliebt, nicht jetzt generell die Gesellschaft, aber es gibt viele Personen, die möchten sich eben probieren, ob sie sowas Großes wegbringen. Wir verkaufen das nicht jeden Tag, aber wir haben sehr viele Vorbestellungen. XXL-Burger ist natürlich etwas zu groß als Wettessen, aber das ist wieder so, man bekommt, wenn man den weg isst, bekommt man einen gewissen Betrag quasi als Belohnung. Ist sehr schwer, haben es bis jetzt erst 2 gemacht. XXL Wiener haben wir schon einige, die es wirklich geschafft haben. Das kann man, weil das sind nur 1,2 Kilo Fleisch, das ist unter Umständen zum Backen. Aber ansonsten, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Es soll mehr ein Jux sein in dem Sinn, aber nicht, dass man sich voll isst. Man bekommt manchmal Gruppen und die versuchen das eben als Wette, wer schafft das. Ja, so ist es eigentlich auch für uns gedacht. Sem mislil, da bo lažje. Bližamo se polčasu. Jaz pa pravkar končujem drugega od 4 zrezkov. Was für Personen schaffen es? Eher die Fülligeren oder nicht? Also schaffen tun es hauptsächlich die Schlanken. Also wir haben noch keinen Starken dabei gehabt, also Fülligen, der es wirklich geschafft hat. Vielleicht hat der Füllige einen kleineren Magen, ich weiß es nicht. Aber die Schlanken schaffen es eher. Medtem ko sem jedel, so natakarice nenehno obračale glavo proti meni in pazile na to, da nisem goljufal. Če ne bi bilo kamere, bi moral sedeti za ločeno mizo, da mi pri težkem delu resnično ne more nihče pomagati. Še vedno smo pri 3. zrezku. Kaj mi je bilo tega treba? Vmes sem dobil navijače. Družba dijakov pri sosednji mizi je držala pesti, da mi uspe, a pomagalo ni niti, ko sem posegal po zadnjem adutu in sem si sprostil gumb na pasu. Količina hrane je bila za enega človeka enostavno prevelika. Ura je naokrog. Vseh 4 zrezkov mi ni uspelo pojesti. Eden je ostal in še cela gora krompirčka. Takšne porcije resnično ne more nihče pojesti v 1 uri. Tako, en zrezek si nesem s seboj nazaj domov. Mislim pa, da bi bilo bolje, da grem kar peš nazaj v Slovenijo.